Guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, wenn immer du da bist. Es ist für mich angenehm wegen dem Licht. Ich frage mich in den letzten Wochen echt über die Hirnleistungen der einzelnen Menschen. Ich frage mich genauso über die Herzleistungen, über die Herzkräfte der einzelnen Menschen. Und Machiavelli hat es ja schon herausgefunden. Ich bin nicht Fan, dass er so Tipps verteilt hat, die jetzt Zionisten und Konsorten können brauchen für ihre Machtausbauung. Nein, da bin ich gar nicht Fan. Dennoch hat er recht gehabt. Es gibt 3 Arten von Menschen. Es gibt die, denen muss man nichts erklären, weil sie es wissen. Dann gibt es die, denen musst du alles erklären und sie verstehen es dann. Und dann gibt es die, denen musst du auch alles erklären, aber sie können es gleich nicht verstehen. Es ist Zeit, zu wissen, wer und was wir sind. Und es ist Zeit, auch zu wissen, was Freiheit ist und was es bedeutet. Es ist Zeit, zu erkennen, dass es überhaupt niemand Freiheit schenkt, sondern wir selber dafür einzustehen haben. Ja, es ist nicht einfach. Also, es ist wirklich nicht einfach. Jetzt gerade gestern zum Beispiel hat mich wieder etwas, das ist so eine Stalkerin, wo ich weiss nicht, ist es ihrem Mann oder ihrem Bruder oder keine Ahnung, auf jeden Fall heissen sie gleich zum Nachnamen, hat mir Paranoia angeworfen. Tja. Würde manchmal vielleicht mal ganz gut tun, wenn es mal gewisse Leute hätten. Nein, habe ich nicht. Ja, also was man mir schon alles angeworfen hat in der letzten Zeit, das ist nicht zum Glauben. Spinner, Arschloch, Verschwörungstheoretiker, Aluhut, Chemtrailgläubige, Impfgegner, Schafsäckel, Irre, Fantast, kranke Sau, ich mach dich fertig. Oder was für Drogen nimmst du? Kifferarsch, Veganarsch, Selbstdarsteller, narzisstischer Hetzer, Gefährder, Schmarotzer, Wichser. Du leidest unter Verfolgungswahn. Ab mit dir in die geschlossene. Klimalügner, Corona-Lügner, Holocaust-Lügner, Nazi, Wissenschaftslügner, Ignorant. Ich mach dich und deine Familie fertig. Veganer Wichser. Du bist nicht mehr sicher, wenn du auf der Straße bist. Krüppel. Und respektlos, überheblich und allwissend. Guru, selbstherrlich. Ja. Also Zeug, da geht noch endlos weiter. Das schiebt man mir rein. Und das sind alles Menschen, die sind noch keinen einzigen Meter, nicht einmal einen halben Meter in meine Schuhe gelaufen. Haben keine Ahnung von meinem Leben. Nichts, null, nichts. Einfach nichts. Ich finde es traurig. Ich finde es wirklich traurig. Wenn die Menschheit derart unterwegs ist, also krankhaft in meinen Augen. Wirklich krankhaft. Eindeutig krankhaft. Ich kann es nicht ändern. Ja, ist so. Ich habe in meinem Leben Erfahrungen gemacht. Und das hast du auch. Das ist ganz klar. Das ist logisch. Wir haben heute eigentlich eine Offensichtlichkeit.
Das heisst, wir können heute alles anschauen, wenn wir es wollen, weil es kann nicht mehr versteckt werden. Es geht nicht. Es muss, weil es durch die digitalen Kanäle durchgeht, halt auch durch die Pforten durch, die gesehen werden. Mal die allermeisten Dinge. Und die nicht gesehen werden, die können dann relativ einfach mit dem gesunden Menschenverstand, wo wir eigentlich alle zur Verfügung hätten, wenn wir den würden nutzen. Ja, aber wir lassen uns ja viel lieber einfach voll beamen und erhalten, den Bein hochlagern oder geben Vollgas in der Party. Eins von beidem ist im Extrem. Wir sind völlig reizebeflutet. Wir nehmen die Dinge, die da in der Offensichtlichkeit sind, im gesunden Menschenverstand, einfach können erkannt werden. Wenn man es dann einfach mal anschaut, richtig anschaut, nicht einfach so oberflächlich etwas sieht und das passt dann nicht ins eigene Weltbild und dann geht wegleitet und dann geht verunglimpft etc. Wenn wir einmal wirklich imstande sind, dahinter Dinge zu schauen, dann sieht es für jeden Mensch nachher anders aus. Für jeden. Wir haben praktisch nur noch False Flags in der Politik. Es wird nur gelogen. Es geht gar nicht mehr anders. Man kann das Geld nicht mehr verdienen, es geht ja nur noch ums Geld verdienen, weil Politik ist ja nichts anderes als der verlängerte Arm der Konzernindustrie. Das müssen wir ganz klar sehen. Das hat mit den Menschen, mit den Völkern überhaupt nichts mehr zu tun. Es ist heutzutage alles derart pervertiert, also unglaublich entgleist, ja, wo man eigentlich nur noch an den Kopf schütteln und dann relativ leicht kann nachvollziehen und verstehen, dass in den letzten 20 Jahren der IQ, also der Intelligenzquotient, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, um 20 Punkte gefallen ist. Ja, gehörst du auch dazu? Das ist der Durchschnitt. Wie sieht es denn mit dir aus? Ja, am Intelligenzquotient kann man arbeiten. Das ist möglich. Man kann lernen. Aber für das hat man ja heute keine Zeit mehr. Und wenn man lernen dann geht man das machen, was dann für das System sinnvoll ist. Für das System. Für die Fremdbestimmung eigentlich von dir. Für das geht man sich dann auch spezialisieren. Und schiebt dem noch mehr Gold in den Rachen. Und unterwirft sich noch mehr. Die Unterwerfung gegenseitig, es ist schizophren. Also, sorry, also wenn ich das Ganze anschaue, dann muss ich sagen, das sind schizophrene Tendenzen, die man da im Sichtbaren hat. Wir Menschen, also bei unseren Nachbarn ist es teilweise noch viel härter als bei uns. Bei uns ist keine Pflicht, es ist eine Empfehlung, mit Masken umzugehen, im Bus und im Zug und so. Aber bei uns haben sie das Gefühl, wenn man es einfach mit Sprüchen durch die Lautsprecher vielmal durchlässt, dann kommt dann das schon auch und es gibt dann mehr. Und tatsächlich gibt es dann mehr, weil all die, wo man mit Angst kann manipulieren kann, und das sind nicht wenige, das ist die Mehrheit. All die kommen irgendwann zu dem Punkt und machen es dann. Und das fängt an mit den Alten und Schwächlichen und Gebrechlichen. Oder mit den ganz jungen Ängstlichen, die noch nicht wissen, wie im Leben. So. Das fängt mit denen an.
Und das wird dann weitertreiben und weitertreiben. Du wirst überall Plakate sehen, du hast überall deine Sprüche, du hast überall deine Hinweise. Wenn du ins Restaurant gehst, dann musst du dann das und dies und jenes. Und nein, wir dürfen nicht zum gleichen Ort raus, wo man reingekommen ist. Wir können jemandem begegnen. Und ja, leg doch bitte deinen Maulkorb an. Das ist eine Vorbereitung für den Kontrollstaat. Heb deine Schnurren. Wir wollen nur wissen, was du machst und dass du nichts sagst und machst. Das ist es. Genau das wird damit ausgedrückt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Draussen. Ihr Menschen, die wirklich an die Corona-Geschichte glauben. Natürlich gibt es Erreger. Aber sorry. Der SARS-2, der Covid-19, der Corona-Erreger, ist in dem Sinn eine Erfindung, wie es durchgezogen wird. Es ist eine Erfindung, es ist eine Lüge und es ist ein ganz bewusstes Programm. Es ist ein Konzept. Der Bill Gates steht an und verkündet der Welt, wir müssen 7 Milliarden Menschen impfen. Müssen. Oh nein, dann steht er dann wieder an und findet das sehr seltsam, rastet fast aus, dass da gewisse Leute auf die Idee kommen, dass da jemand will Geld verdienen mit Impfungen und will menschenlos und ja, stell dir vor, es gibt Menschen, die wissen über die Projekte, die der Herr bereits gemacht hat. Und es gibt Menschen, die wissen, dass er für diese Projekte von all diesen Staaten angeklagt worden ist. Ja, es sind so viele Opfer in dieser Welt. Tausende, aber tausende Opfer von Verkrüppelung oder eben auch Sterilisation. Fremdbestimmt, ohne Hinweis oder Tod. Das ist dem Mensch total gleich, aber er rastet aus und findet es sehr seltsam, dass man auf die Idee kommt, dass er jetzt will, dass man da alle impft und noch einen Chip einbauen würde. Er hat noch nie etwas mit einem Chip zu tun gehabt. Aber nein, er ist immer noch Präsident und Chef von der Microsoft, wo das Patent WO 2020 060606 eingereicht worden ist und dann auch die Nummern bekommen hat. Nein, ist auch übrigens Schelm, wer irgendwie etwas Böses denkt dabei. Und da gibt es doch auch Menschen, die wissen, dass er der mit Abstand grösste Anteileigner ist von Pharmaindustrie, die auf Impfen spezialisiert ist. Und dann wissen auch gewisse Menschen, dass er auch mit Abstand einer von der grössten, sind ganz, ganz wenige zuvorderst vorne. Also wirklich 3 oder 4. Von der Waffenindustrie. Von der Kriegsindustrie. Aber nein, der Bill Gates, das ist doch so ein Lieber. Der will doch den Menschen nur helfen. Ist ja ein Philanthrop, das sind doch Menschenfreunde. Jetzt aber den Vorhang da mal wegnehmen, bitte. Einfach wegnehmen. Mal dahinter schauen. Mal schauen, was da tatsächlich läuft. Das sind alles Gockel von der Oligarchie, von Soros und Gates und Rockefeller-Konsorten. Das sind alles nur Handlanger in der Politik, auch bei uns. Was Samaruga da durchgeht in der letzten Zeit, das ist ja nicht zum Glauben. Das ist, vor 100 Jahren hat man die abgeholt. Mit der Polizei und hat sie ins Gefängnis tun, gerade vom ersten Tag weg. Wegen Hochverrat. Und ich finde, das Thema Verrat ist auch heute wieder genau da auf dem Tablett.
Sie verraten uns, unser Land und unsere Menschen. Und das machen sie nicht nur bei uns. Das machen sie auch in Deutschland. Und denen ganz heftig. Das machen sie auch in Österreich, in Frankreich, auch in Italien. Oder in Spanien, in Luxemburg und Belgien und Holland. Und Schweden ist es auch schon lange. Ja, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Es hat einmal irgendeine Offenbarung gegeben. Also das sind wirklich uralte Schriften, die genau vor dem warnt. Wo die Zeit beschreibt, die heute ist. Und warnt davor, vor dem Überbringen von falschen Botschaften und Nachrichten. Dass sie nie das im Sinn haben, was sie dir erzählen. Und daneben das Zeichen auf der Stirn haben. Und ohne das nicht mehr können leben, existieren. Weil du kannst nichts einkaufen, gar nichts. Null, nichts. Die Kontrolle pur. Und um das geht's, hauptsächlich. Und dann geht's noch um die Reduktion der Menschheitsbevölkerung. Also, er hat das Gefühl, wir sind zu viele Menschen auf dieser Welt. Jetzt schon. Nein, wir dürfen nicht doppelt so viel sein, locker. Wir haben nur eins zu machen. Und das ist das System neu aufzustarten. Eine Umverteilung zu machen. Ein Schuldenerlass weltweit. Egal bei wem, egal. Schluss, Ende, aus, null. Das System braucht einen Kollaps, damit das Neue entstehen kann. Das Neue ist in den Startlöchern. Teilweise hat es schon angefangen. Es hätte schon anfangen. Und ich bin eigentlich da guter Dinge. Weil mit all dem Mist, der da läuft, kommt jetzt die Kraft, die wirklich im Leben stehen. Und der hat am Schluss dann bei jedem Mensch mit Selbstwert zu tun. Und mit der Achtung zum Leben, für die Liebe, für die Natur, für sich selber. Schönen Tag.